was sagen, Hanselbauer. Das Gescheitste war, wenn die ganze Wirtschaft der Teufel holen darf. Na, ist auch nichts davon. Aber meine Ruhe hätte ich. Das kannst du billiger auch haben. Ja. Übergib den Hof. Was hab ich noch? Deine Ruhe. Ja, und das Gnadenbrot. Nein, mein Lieber. Bei meiner Tochter hast du kein Gnadenbrot. Da geh ich mal rauf. Du, eine bessere Schwiegertochter kriegst du nimmer. Jung ist sie, Ja. sauber ist sie, arbeiten kannst und der Holz hast bei der Hütte. Ja, das ist schon. Na, Lieber, jetzt war ich Zeit, dass sie endlich einmal was rührt. Bei deiner Tochter? Nein, bei dir. Also, Jetzt muss einmal ein Ende hergehen. Nicht wissen, wie ich drauf bin. Wenn du sagst ja, dann sagst du wieder nein. ich sag halt auch nein. Ja, warum sagst du dann zuerst ja? Ja, möchtest denn du als Wittiber im Ausdruckshäusl allein sein? Ja, nachher heirat halt noch einmal. Was? Nachher hast du keine Unterhaltung. Mir war's ja grad schön genug. Wie meinst denn, wer mich noch heiratet? Ja, grad nur. Ja. Pass einmal auf. Du hast ja Geld. Und wenn man ein Geld hat, dann braucht man nicht schön sein, nicht gesund sein, nicht gescheit sein. Da gibt's genug gestandene Weiber. Ich will aber kein Abgestandene. Und nachher nimmt er halt eine Junge, oder? Oh, schwer. Nachher musst du allerdings Lustbarkeitssteuer zahlen. Aber das spielt ja bei dir keine Rolle. Mein Lieber, du, ich zahl mir an die anderen Steuern genug. Der sagt, Barbara, krieg jetzt Sie mein Bier heute noch. Das ist doch zum Teufel mit den Weibern. So, Bauer, ich bin schon da. Ja. Da hast du jetzt dein Bier, Ja, gell? tu her. Nein, Bauer, nicht so gar, nicht so gar. Das muss ich erst anwärmen, das ist nämlich eiskalt. Was? Und es gibt nichts Gefährlicheres als ein kalter Trunk in den erhitzten Magen. Mein Gott, dabei bin ich ja immer Durst. Bin ja so schon ganz verweckt bei der Hitze. Ja, das sieht man. Nein, Bauer, ich hab so viel Hitzen in mir, dass das Bier sofort temperiert. Jetzt tut das Bier her. Oh. Seiten nochmal. Ja, pfui Teufel. Was denn? Das ist ja warm wie ein Froschweier. Mein Lieber, du musst ja 45 Grad Fieber haben. Nein, Bauer, das ist kein Fieber, das sind meine Hitzen. Ja, geh, schau, dass du zum Teufel kommst. Ja, das tue ich schon. Im Fegefeuer bin ich nämlich schon. Ja. Du unterhältst dich mit dem Teufel auch öfters als mit dem Herrgott. Ah, geh weiter, bei so einer Weiberwirtschaft muss dich doch der Teufel holen. Geh weiter, die Barbara, die sorgt sich doch recht um die. Ja, der wäre so ein Kind, mein Lieber. Die darf sich so lang sorgen, bis sie versorgt wird. Du, die war da gleich was in der Austragshäusl rein, hä? Möchtest du mit der Blätter? Na wo? Ist du noch gut beieinander? Was? Erhitzen hat's auch. Ja. Da sparst du im Winter einen Haufen Holz. Ah. Naja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch einen Ableger von dir gibt. Dann lieber lassen wir vom Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da hab ich gar keine Angst. Also, was ist jetzt? Hä? Sind wir uns einig? Na, bestell ich gleich die Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Das kann ich dir heute noch nicht sagen. Du Vater, gib mir mal einen Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest denn du heute noch mit dem Traktor? Oh, das Fassel mit dem Odel fahr ich nur schnell hinaus. Was? Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Das hat doch die Straße heute schon ausgefahren. Na, das ist nicht gut möglich, Was? weil es noch draußen steht. Ja, Sie lesen, die wird doch nicht. Ja, der spinnt ja Stange grad. Oh, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Ah, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja, du hast der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben. Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschädler. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn du meinst, du hast ihn, nachher ist er da schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Ja, warte nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Tun wird. Na, das erlebst du nicht, dass meinem Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Straße, dieses Regimentsrindviech? Und ich muss jeden Augenblick mit der letzten vorkommen. Warum? Die fangt von mir eine, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, was? Fahrt dieses Rindviech nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen hinaus. Und das Odelfassel lässt stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht der Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in die Odelfeißel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, weißt du. Ah, da kommt ja so grad. Stasi, geh mal rein da. Mein Lieber. Da geht, da kann doch die Stasi nichts dafür. Hättest du dir halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, so.
Was gibt's? Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Ja. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen hinausgefahren? Ein Adel, wie du mir's angeschafft hast. Ein Drehkasten ausgefahren. Na also, dann hab ich ja doch hinausgefahren. Außerdem werde ich wissen, was ich hinausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du hinausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kierbringen hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh, dass ich nicht einen Adel zu die Kirche zum Saufen gebracht habe. Du nicht so blöd daherreden, du Hausdepp. Moment einmal, gell? Du fein mit mir ein bisschen sozialer reden. Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Geh zum Teufel. Da brauch ich nicht gehen, da bin ich schon. Hä? Aber nicht mehr lang, dass das weißt. Du oberbayerischer Tarzan. Das kann ich doch nicht zu fassen. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon angehört. Tarzan, Herr des Dschungels. Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du, was machen wir? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar, dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du überall damit singen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch eine ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab genug von den Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestelle ich gleich die Hochzeit, dass er nicht mehr zurück kann. Ja, gut. Ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja, Geh weiter, bring mir ein Handtuch. ja, gleich. Ich bin nicht zum Fassen, jetzt klangt's mir aber, gell? Ja, was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Räppler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich euch gleich. Den Räppler, den muss er mal büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen. Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette? Das ist so teure Sache. Nein. Ja, oder Geld. Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hin möchte. Wir warten mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst von mir. Und mehr an Lohn kriegst du auch, wenn ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Aha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitern bringen. Verstehst? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Du, Hanselbauer! Hast vielleicht so die Brauschuhe Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Ja. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau es nicht so freundlich her. Mein Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. No? Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hast dir gefallen? Ja. Du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst dir auch mal einen Schatz umschauen. Dann hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Bläden ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich hinrichten darf. Nein, jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Frau Magnus, Was? der Herr, da ist jetzt Handtuch. Dankeschön. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Na, ich geh zum Bach runter zum Baden. Führst euch dabei. Ja, also dann, führt dich. Also das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauberen Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Ich? Ja, wieso denn ich? Wann schimpft und krankelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn so dick. Weißt du, was der ich sag? Was denn? Der, den mich meint hat, den da der Slatter Gemeinheit heiraten. So, wenn der Mann
Mannsbild 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig wie die Affen. Der braucht unbedingt eine Frau. Da darf mir seine Hitzen schon vergehen und er darf gleich immer so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir läuft da jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Teufel her. Herein! Was redet denn das mit der Teufel? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, Das gell? meine ich auch. Willst du bei uns kehren? Nein, ihr gehört nicht zu meinem Bezirk. Drum kenn ich dich auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Ach so. Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. Nur Nagel umfahren. Herrschaftszeiten, da kann ich den Schinter kann nur eine Stunde schirmen. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer heute? Freilich. Ja, um 6 geht der letzte. 6? Ja. Dann habe ich ja noch genug Zeit. Ja? Ja. Also ja, dann hättest du eigentlich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter, sitz dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitz schon. Ja, halt, nein. Du hast mich ganz rausgebracht. Der Kaminkehrer, der sitzt in dir. Was meinst du, wie da eure Sessel ausschauen dann? Ach so. Ja. Bist du die Tochter da vom Haus? Nein, ich bin leider nur der Hausdepp. So deppert schaust du aber gar nicht aus. Wirklich. Du bist aber ein Kavalier. Die Wahrheit darf man doch sagen. Dankeschön. Ehrlich. Weißt du, was er da jetzt sagt? Was sagst du mir denn? Ich lasse meine Radl bei euch da und morgen oder übermorgen, da hol ich es wieder. Ja gut, und ich stehe das dabei im Schupfen, das wenigstens unterm Dach ist. Das ist nett von dir. Ja. Dafür kriegst du auch was von mir. Ja? Ja. Was denn? Nürnberger Busser. Bist du ein Nürnberger? Ja, das sagt man halt so dazu. Man lernt nie ausgehen. Den nimmst du dann als Betthupferl. Als Beto? Ja. Das ist doch unsittlich. Das ist doch was Süßes. Ja. Also, morgen oder übermorgen, hol ich's wieder. Gut, Fertig? dann willst du es wieder sein. Radl, gell? Fertig? Ja. Weißt du, was wir tun? Nein? Ich gehe jetzt noch lieber schnell mit dir und sag dir, wo ich das Radl im Schupfer reinstelle, Ja, dass das morgen auch 5 Ja. kommt, gell? Ja, ich sag das jetzt gleich. Hat jetzt mich dieser Teufel erschreckt, ha. Aber in dem Haus da herin, da war es ja kein Wunder, wenn man bloß noch lauter Teufel sehen darf. Mein Gott, was bringst du denn jetzt extra von der Arbeit weg? Ja, weil dir was sorgen muss, was ich gefunden habe. Ja, ist jetzt so erklärt, was denn? Ja, lass mir nur Zeit. Ich war da gerade beim Bach drum, beim Baden. Ja? Und auf einmal schwimmt eine Limonadflasche daher. Nein. Und was meinst du, was drin war? Eine Limonade. Okay, eine volles Flasche schwimmt doch nicht. Schwimmt nicht. Ein Brief war drin. Was? Ich hab die Flaschen gleich erschlagen. So, schau her. Ja, was soll ich da damit? Lesen. Lesen. Gut, ja, mal lesen. Lieber Finder. Verkehrt nicht mir, ich heiße nicht Finder. Damit ist doch derjenige gemeint, der das Flaschel findet. Also, bin ungefähr einen Kilometer weit auf der rechten Seite des Baches bei dem seidenen Gebüsch. Weidengebüsch. Ein paar groß Weidengebüsch beim Sonnenbaden. Du, von wem ist denn der Brief? Nur so viel ich weiß von einem Weiberleid. So. Scheinbar war ich eingeschlafen. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner sämtlichen Kleider... Du Kartoffelschein, gell? Kleider, Strümpfe und Schuhe berauscht. Ja, was liest denn da alles zusammen? Das heißt doch gar nicht so. Ja, dann liest selber, wenn du das besser kannst. Also. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner Kleider, Schuhe und Strümpfe beraubt. Beraubt. Beraubt, jetzt. Sodass ich jetzt außer meinem Badeanzug nichts mehr habe. Bitte holen Sie mich bei entsprechender Dunkelheit mit Mein Gott, du liest ja noch mehr Schmarrn zusammen wie ich. Bitte holen Sie mich bei einbrechender Dunkelheit mit einem Mantel oder sonst einem passenden Kleidungsstück ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier kampieren muss. Ich hoffe, dass diese Flaschenpost aufgefangen wird. Hilde
Wie heißt die? Unlesbar. Das ist aber ein blöder Name. Was sagst du dazu? Okay. Die Städtischen soll der Teufel holen. So abgelegen kann der Winkel gar nicht sein, dass die nicht hinfinden. Nein, die wird der Teufel nicht holen. Die wird ich abholen. Ja, freilich, wollte dir nichts dümmer sein. Okay, Vater, man kann das arme Mann nicht halbert nackert die ganze Nacht draußen lassen. Ja, ja. Was mag man die für Angst aussteht? Wenn ich da draußen stehen müsste, wie die Eva, um Gottes Willen. Da darfst du deine Hitzen einmal rausziehen können. Ich hol jetzt meinen Mantel und dann hol ich das Madel ab, Nicht gell? da, du bleibst da. Jetzt war mir das Wahre. Du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit. Da darf keine Versuchung an dich Wie herantreten. gesagt, ich hole jetzt ich. Was? Ich bin auch eine Tochter der Eva. Du Ja, freilich. bist ein Teufel sein Unterfutter. Jedenfalls schickt sich's besser, wenn eine Frau zu einer Frau kommt, Ja. die wahrscheinlich genauso dasteht, als wie es unser Herrgott erschaffen hat, nicht? Ja. Weil dann bringen wir deinen Mantel. Gut. Nix da, nix da. Du gehst in deine Küche und riechst das Abendessen her. Zu einem Fall, da gehört ein kräftiges Mannsbild her, nicht wahr? Ja, wer weiß, ob das Madel nicht so schwach ist, dass man es tragen muss. Ja, möchtest du es vielleicht am Ende du holen? Ja, natürlich. In meinem Alter kann einem die Versuchung nicht mehr so stark an. Ja, und tragen möchtest du auch noch. Ja, na. So, da schaut nicht her. Ich hab mir gedacht, du darfst nichts Schweres tragen mit deinem kaputten Kreuz. Okay, weiter. So eine Fliegen macht doch mir nichts aus. Aha, Ja. aber ich bin draußen war. Ja. Ich darf bestimmt nicht reintragen, gell? Nein, da hat er einen Kran ausschütten. Denk dir nichts, Barbara. So schwer bist du auch wieder nicht. Gott, du bloß nicht frech werden, das sag ich dir. Kind, weiter geh ich am nach. Das fällt mir doch gar nicht ein. Da weiß ich mir schon was Besseres. Ich gehe zu meiner Christel. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Und der Vater muss ja schauen, was er kriegt. Der hat sich doch noch nie was gekümmert ums Weiberlein. Aber natürlich, wenn die Zeitungen alle voll sind von lauter nackerte Frauenzimmer, da kann sich da ein Mannsbild für die nähere Umgebung überhaupt nicht mehr interessieren. Du Barbara, Was ist denn? spinnt er? Wer er? Ja, wer? Unser Chef, der Herr Bauer am Fünfer. Warum? Warum? Weil der bei der Hitze mit dem Mantel über den Abend beim Ofen ausgeht. Der will sich eine Rettungsmedaille verdienen. Das verstehe ich nicht. Bachaufwärts ist eine städtische beim Baden. Der Zuffer! Na, beim Baden. Und da haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt bringt ihr der Bauer am Mantel auf. Weil der so ja gar nicht zu uns reingekommen, nicht? Ja, warum? Ist denn die nackt? Viel wird's nicht anhaben. Nein. Ja, woher weiß denn eigentlich der Bauer, dass da so eine städtische Nackerte draußen ist? Hä? Durch eine Flaschenpost. Ja, tragt denn die Post jetzt schon Flaschen aus? Das ist für mich spinnst du. Ach so, weißt du. Ja, das war ja so. Die hat einen Zettel geschrieben, hat ihn in die Flaschen rein, hat die Flaschen zugemacht und die hat es am Bach runterschwimmen lassen. Und unser Magnus, der zufällig beim Baden war, der hat die Flaschen wieder rausgefischt. Verrückt. Ja? Warum bist denn du nicht hinaus und hast das geholt, die städtische Nackerte? Weil er mich nicht lassen hat, der Wüstling. Ach so? Ja, bringt die der vielleicht die doch her? Ja, freilich, wo soll das denn sonst hin tun? Der kann doch das Weib jetzt nicht die ganze Nacht draus stehen lassen, wo es nichts anderes am Leib hat, als wie die Haut. Das ist freilich wenig, aber für unseren Bauern klangt's. Nein, da wird er seine Bartlang wieder auszutreiben. Nein, Allzu viel wird er nicht sehen, weil es schon bald finster wird. ich sag dir was, bei sowas kriegen die Mannsbilder Augen wie eine Katz. Ach so? Du sag einmal, was holt denn übrigens dieser Kaminkeller da bei uns? Der Kaminkeller? Ja. Ja, was? Das ist ja so. Ja, wie ist denn das? Dem ist von seinem Hintern Radl die Luft ausgegangen. So. Ja, jetzt hat er es bei uns im Schupfer eingestellt. Ja, und morgen oder übermorgen, da kommt er dann wieder ein Holdes. So. Ach, ja, hoffentlich kommt er morgen. Was ist? Du Barbara, Ha? Barbara, sag einmal, der Bach, der bei uns da hinten vorbeifließt, Ja. fließt der eigentlich auch in Bachhausen vorbei? Freilich, drum heißt der Bachhausen, dumme Nuss.
Aha. So, und jetzt bleibt zusammen und dann geht's zu mir nach in den Tisch. Du hast mir ein bisschen Arbeit helfen, gell? Ja, ich komm gleich. Das mit der Flaschen, das war gar keine so eine schlechte Idee. Vielleicht probiere ich das auch mal. Ja, warum nicht? Er ist ja schließlich und endlich ein Kaminkehrer. Und ein Kaminkehrer muss sich jeden Tag baden. Ja, das mache ich. Jawohl, die feinen Leute, die fang's durch die Blume. Und ich sag's ihm bald durch Flaschen. Du musst nur rein. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich war schon ganz verzweifelt. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber bitte schön, sitzen Sie nicht doch hin. Und der Fuß rausrasten. Der Stadtleut sagt, das Barfuß geht nicht so gewohnt, gell? Da haben Sie einen Brotbeutel. Dankeschön. Na Gott sei Dank, dass Sie wenigstens meine wichtigsten Kleinigkeiten noch haben. Ja. Ja, sagen Sie mal, wie kommen denn Sie ausgerechnet zu uns raus, nach Aufhausen? Ja, ich war früher schon einmal da mit meiner Mutti. Ah. Und da habe ich mich an das nette Fleckerl erinnert. Und habe mir gedacht, da müsste es doch schön zum Baden sein. Das ist so ganz weit ab von der Straße. Da hat man kein Autokrach und kein Motorradlärm. Na, wer denkt denn, dass da solche Gauner gibt, die die Leute berauben? Ja. Naja, zum Glück ist wenigstens das Limo-Flaschl in meiner Nähe gelegen. Sonst hätte ich mir ja nicht einmal verständigen können. Ja, freilich, da hätte ich einer keinen Teufel gefunden. Da kommt das ganze Jahr von unserem Dorf niemanden aus, gell? Barbara! Ja, was ist denn? Ja, komm rein. Was ist denn los, hä? Ja, was ist denn das für eine Vogelscheibe? Aber das ist das Fräulein, das ich eigenhändig geholt habe. Ach so, die mit den Limonadenflaschen. Ja, da habe ich höchste Zeit gehabt, mein Lieber, gell? Ich glaube, sonst hättest du bald gar nichts mehr gesehen, gell? Ich habe schon nichts mehr gesehen, weil es schon finster geworden ist. Mein Fräulein haben ja sie die ganzen Zehen abgestessen, weil sie so blutig sind. Du bist auch blutig, aber im Hirn. Nein, die sind bloß rot lackiert. Ja, dass man besser sieht, wo man hintreten muss, gell? Ja, so ungefähr. Sie, sagen Sie mal, kann die heute Nacht irgendwo schlafen? Aber freilich können sie irgendwo schlafen. Barbara, ich gehe über mir drum in der guten Stunde das Bett her für das Fräulein. Hab ich so gerade in der guten Stunde. Er soll vielleicht im Stall schlafen. Die kann doch bei mir auch schlafen. Geh weiter bei dir, du schnarchst ja wieder kreisig. Wissen Sie was, ich mach gleich ein Licht drum und richte das Bett her, gell? Ja. Bin gleich wieder da. Ja. Ah. Also, ihr seid so nett zu mir. Bin so froh, dass ihr mich geholt habt. Ja. Wissen Sie, bloß unser Bauer, der ist rechts wieder. Ja, morgen früh, da ist er noch viel greislicher. Gell? Den Eindruck habe ich aber nicht. Aber wir werden sowieso nicht lang belästigt. Wir werden natürlich versuchen, dass ich so schnell als möglich meine Kleider von zu Hause kriege. Ja, da tun Sie ganz gut daran. Weil unser Bauer, der ist so zwider, also da ist kein Bleiben und kein Auskommen. Schauen Sie bloß so schnell wie möglich, dass Sie rauskommen, sonst holt einer da der Teufel. Der Teufel? Der wird mich morgen auf alle Fälle holen. Geht Fräulein, dann bloß nicht freveln. Warum? Das ist der Einzige, der mir in dieser Lage helfen kann. Was? Der Teufel? Nein, der Herr Teufel. Ja, um Gottes Willen. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht ein Briefpapier und ein Kuvert da, dass er schreiben kann, wo ich bin und dass er mich holen kommt? Der Teufel? Der wird natürlich unheimlich. Ne? Das ist ein ganz guter Freund von mir. Sie wissen es, da müssten Sie bei einem Bauern fragen, ob der so ein Briefpapier hat. Ah, ja. So, das Bettel ist gemacht. Ah, ja, Dankeschön. Wo muss ich denn hin? Gleich die Treppen auf, geradeaus hinten, zweite Türe links, gell? Und da warten Sie dann, bis ich komme. Ja, gut. Dankeschön. Danke. Ja. So, und du leist dem Fräulein morgen ein Gewand von dir, gell, dass was zum Anziehen hat. Was von mir? Nein, also ihr hat Stasi eins gegeben. Was? Und wer weiß, ob das saubere Fräulein morgen überhaupt noch da ist in der Früh. Warum soll die nicht mehr da sein? Vielleicht fahrt sie heute Nacht mit dem Besen durch den Kamin aus. Ah, hui! Nicht zu fassen, also sowas Blödes gibt's auch bloß in meinem Haus. Nicht zum Glauben ist es. So. Also,
vorsichtshalber habe ich gleich ein paar mehr Flaschen hergekriegt. Weil bei der Post, da weiß man's nie, ob er auch nicht erwischt. So, habe ich so ein schönes Briefel geschrieben. Ich freue mich schon auf die Nürnberger Bustel. Vielleicht kannst du schon morgen kommen. Da hätte ich nämlich ganz viel Zeit zum Nürnberger Busseln. So, nein damit. Und jetzt ganz schnell im Bauch rein. Denn umso schneller das im Bauch sind, umso schneller findet er, umso schneller ist er wieder da. Brotzeit, da ist er ja. Die Badetasche, hat sie gesagt, braucht. Weibliche Kleinigkeiten sind da drin. Mal schauen, was so alles dabei hat. Da ist einmal ein Handtuch, das kenne ich auch. Was haben wir noch? Audi Kolumne. Ein Parfüm sehen. Was haben wir da? Schneidstierche. Oh! Ja, was ist das? Das ist eine weibliche Kleinigkeit. Jesus, wenn ich mir vorstelle, dass die da drin steckt. Oh, schön, was haben wir da? Sonnenbrille. Sonnenbrille habe ich noch nie aufgehabt. Mal schauen, wie sowas ausschaut. Schau ich aus wie ein Playboy. So, ich schwimme schon. Wer schwimmt schon? Ich hab mir gedacht, du bist so der Schrecker. Ich bin doch nicht so. Du pass auf, du leist mal dem Fräulein dein schönes Dirndl gewand, gell? Was denn für ein Fräulein? Das wirst du dann schon sehen. Sag einmal, warum ist jetzt auf einmal so finster? Also, Gell? Es ist ein Licht aufgegangen. Fräulein. Was will denn der mit meinem Dirndl? Barbara! Geh mal raus da! Los, Du was sag will mal, denn, ha? ist denn dieses Fräulein schon da, das der Bauer mit dem Mantel zuerst geholt hat? Die schnauf mit ihm. Ehrlich? Freilich. Du, Ha? ist das ein Junge, ein Sauberne? Selbstverständlich ist es eine Junge und eine saubere. Das ist blöd gelaufen. Saublöd. Ich sag's ja. Wenn man jung ist und sauber ist, dann hat man Glück. Ja, da hast du keine Probleme. Du auch nicht. Ja! Ja, mein Gott, dauernd. Was will er denn eigentlich? Auf die eigentlich? Was ist denn schon wieder los? Ich möchte bloß wissen, was der in der Nacht nur da drum will. Barbara, mein Lieber, da musst du ganz aufpassen. Womit ist da heute Nacht noch der Teufel los? Also bin ich schon unterwegs. Nein, Was ist jetzt? Jeder muss ich. Ha? Ah ja, er wollte nichts, aber für sie muss ich morgen einen Brief aufgeben bei der Post. So, an wen hat's denn geschrieben? Weiß ich nicht, hab's nicht gelesen. Nieder. Nein. Ja, dann schau halt einmal die Adresse. Ui, Was denn? die schreibt dann Teufel. Na, Ja, aber ich das sag, also ich glaub, die spinnt. Da lies einmal. Herr Teufel, München, Höllentalstraße 13. Na, die verbrenne ich! ja, dem hab ich nichts tun. und wenn der Teufel auf Stelzen kommt, lass er mich nicht zwingen. Vom Zwingers Korrekt, aber was man verspricht, soll man halten. Ich hab nichts versprochen. Hast du mir nicht vorgestern versprochen, du fährst zum Notar und übergibst mir den Hof? Aber bis heute hast du nichts dergleichen gemacht. Weil ich mir's wieder anders überlegt hab. Das ganze Dorf weiß doch schon, dass in 6 Wochen Hochzeit ist. Was meinst du, was der Handelbauer dazu sagt? Der hat die Hochzeit doch schon festgelegt. Nein, man darf halt nicht so voreilig sein, nicht? Über Nacht hat sich schon manches geändert. Ich möchte nur wissen, warum du dich auf einmal anders besonnen hast. Weil mir gestern jemand gesagt hat, dass ich noch ein sehr rüstiger Bauer bin. Dass man mir mein Alter bei Weitem noch nicht ansieht. Und dass ich für den Austrag noch viel zu jung bin. Aha, ich kenne mich schon aus. Jetzt musst du bloß noch sagen, dass du das Heiraten im Sinn hast. Das kannst du unter Umständen noch erwarten. Ich sag's ja, wenn der Teufel ein Unglück ins Haus bringt, schickt er jetzt mal ein Weibsbrüder als Vorreiter. Du tust doch nicht so mit dem Teufel umeinander schmeißen, das mag ich nicht. Ah? Das Vorrecht dann scheinbar nur du allein. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Weißt du, was ich dir sag? Was? Was? Das ist doch zum Teufel holen, ha? Wie frech die Kinder heutzutage sind.
Gibt's denn sowas auch? Morgen. Oh, ja, guten Morgen. Ja, ist schon ein bisschen später, guten Morgen, gell? Wir freuen uns schon aufs Abendessen. Ja. Aber fest schauen Sie aus, mein Lieber, mein Lieber. Sie gaben eine schneidige Bayerin ab. Ja, aber nur schneidig. Weil von einer Bayerin hätte ich keine Ahnung. Oh, sowas kommt oft schneller, wie man meint. Oder haben Sie kein Interesse an der Landwirtschaft? Ja, ja, sogar ein sehr großes. Ja. Ich stell mir das wunderschön vor. Das Vieh und die gesunde Luft. Oh. Und immer im Freien arbeiten. Aber Berg und Tal kommen wir heute nicht zusammen. Oh, wir kommen schon zusammen, der Berg und der Ochs. Der Berg und der Tal, meine ich natürlich. Ja, wir passen ja eigentlich das Gewand von der Stasi. Ach, ziemlich gut. Ja. Bloß die Schuhe passen mir nicht. Oh, das macht nichts. Sie gefallen mir in die Pantoffeln auch ganz gut. Dass auf meinen Brief noch keine Antwort gekommen ist. Das pressiert überhaupt nicht. Von mir aus können Sie den ganzen Sommer da bleiben. Ohne Kleider. Natürlich. Ihr müsst unbedingt telefonieren. Hä? Kann man da überhaupt telefonieren? Freilich, am Postamt unten. Ah ja. Wissen Sie was, ich gehe gleich mit. Dann gehen wir ein bisschen hinten rum, wo uns niemand sieht. Wir könnten aber auch warten, bis Nacht wird. Gehen wir lieber gleich. Gehen wir lieber gleich, ja, mir ist gleich. So ein Spaziergang macht Appetit auf eine Bäuerin, gell? Da bleibt aber der Schnobbi sauer. Ja, was? Das ist wirklich ein Kreuz. Ich träum bloß noch von diesem Kaminkehrer. Ich sehe nur noch schwarz. Und Bierflaschen habe ich auch keine mehr daheim, weil ich schon alle im Bauch geschmissen habe. Herrschaftszeiten, ich muss er doch endlich finden. Das Kind. Jetzt kommt er. Ja, herein. Grüß Gott. Du bist es bloß. So wie dir habe ich gleich die ganze Arbeit liegen lassen und bin gleich zur Tür gerannt. Das hätt's nicht braucht. Das hat schon braucht. Da, schau her. Was kostet will? Pass mal auf. Hä? Die Dummheit, die du vorgestern gemacht hast, die war sehr gut. Sonst hätte der Höllreiter nicht so früh übergeben. Aber was du nachher gemacht hast, das hat mir meinen Kopf zerbrochen. Darum habe ich ihn eingewickelt, damit ich die Scherben nicht verliere. Also ich hab nichts Unrechts, du. Ja, das kann schon sein. Aber bei mir sind die Unrechten gekommen. Das verstehe ich nicht. Ja, das wirst du gleich verstehen. Jetzt pass mal auf. Mein Aldi war vorgestern am Bach drunter. Beim Baden? In dem Alter, wo mein Aldi ist, baut man sie nicht mehr. Sie hat die Wasch geschwenkt. Da sitzt am Steg eine Bierflaschen im Bachschlamm drin hängen. Ne? Neugierig wie die Weiber sind, geht sie, zieht die Flaschen aus, sieht, dass in der Flasche ein Zettel drin ist, liest den Zettel und legt ihn bei mir beim Essen am Tisch hin. Weil es gemeint hat, die Nachricht ist für mich. Um Gottes Willen, wer hat denn das Ding können? Zum Dingen bin ich gar nicht mehr gekommen. Mein Alter steht vor mir, den Arm mit der Flasche in der Höhe. Ich will mit dem Kopf auf die Höhe und renn an die Flaschen hin. Bums. Mein Alter hat sich gleich in der Kammer eingesperrt. Warum das? Ich glaube, sie hat sich für Beerdigung schwarz angezogen. Und ich bin gleich zur Tür rübergerannt. Und bitte dich, mach in Zukunft deine Post am Landweg und nicht auf dem Wasserweg. Ich hab zwar einen harten Schädel, aber das Bier, das steigt mir doch schon langsam in den Kopf, wenn auch in der Flasche gar nichts drin war. Ja, mir kannst einfach so eine blöde Idee kommen. Nein, ich hab's ja bloß der städtischen nachgemacht. Dann jetzt geh endlich einmal hinaus und tu etwas was arbeiten. Wir haben doch keinen Ratsch gemacht. Ja, ich bin ja bloß 2 Minuten da. Geh weiter, schwing dich. Ich verzeih dir danach, wie es hergegangen ist, gell? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Sklaventreiber. Grüß dich, Handelbauer. Sag mal, hast du einen Unfall gehabt, was du den Kopf gebunden hast? Mein Alti Ja? hat einen Rechen so blöd hingestellt, dass ich drauftreten bin. Oh, ich danke dir schön. Mein Lieber, da meine ich, wirst dir einen Krach gemacht haben, hä? Mein Alti hat einen Rechenfehler gemacht. Aber das kommt in der besten Familie vor. Ja, ja. Du sag mal, was willst du denn jetzt bei uns da? Ja, wegen der Hochzeit bin ich da, nicht? Da schaut schlecht aus.
Hm? Wieso, du warst gut? Hanselbauer, Hm? du darfst mich nicht verraten, gell? Hm? Unser Bauer will nicht übergeben. Der hat sich das anders überlegt, seitdem wir die städtische Hex im Haus haben, die mit dem Teufel in schriftlicher Verbindung ist. Okay, stimme nicht an. Wie sind Sie der gekommen? Vorgestern war unser Magnus beim Baden und da hat er die Flaschen aus dem Bach rausgefischt und da war ein Zettel drin von der städtischen. Und da hat sie geschrieben, dass die Bach aufwärts beim Baden ist und eingeschlafen hat und dabei haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt möchte sie doch bittchen jemand abholen. Da ist ja weiter nichts dabei. Da war freilich nichts dabei, aber die hat ja unseren Bauern total bleng gemacht. Der will dieses Frauenzimmer heiraten. Und darum will er auch nicht übergeben. Ist der Junge? Ja, ein paar Jahre ist jünger wie ich. Wer hat in die Welt schon sowas gesehen? Der Hellretter, der kommt von seinem Wort nicht mehr zurück. Der war ja lustig. Aha. Ja, sowas. Sie haben die Hochzeit schon laden lassen. Das werde ich ihm schon klar machen. Und auch dem sauberen Stadtfräulein. Hanselbauer, es darf nicht mehr auslassen. Unser Bauer ist nämlich jetzt zu allem fähig. Du, jetzt kümmert schon die zwei, gell? Hanselbauer, ja nicht auslassen. Ja. Ich habe in meinem Leben noch keine Fliege was getan, aber das mit Backis, die Kreuzspinner. Grüß Gott. Ja, dann müssen Sie mir einmal genauer anschauen. Sie, Fräulein, Sie. Ja, Hanselbauer. Das ist eine Überraschung. Wieso denn? Okay, sag bloß, du kennst mich nicht mehr. Ich bin doch die Hilde. Ja, die kleine Hilde ist von der Frau Studienrat. Wir haben doch bei dir mal die Äpfel geholt. Ja, Rick. Du bist nicht schön. Herrgott, bist du gewachsen. Da kann ich den Hellreiter schon verstehen, dass er Gleichgewichtsstörungen kriegt. Und ich wollte gerade zusammenschimpfen. Okay, das bringt doch der Hanselbauer gar nicht fertig. Ah, du da darfst dich täuschen. Ja? Ich kann fürchterlich werden, wenn meine Alte nicht da ist. Du, wie geht's denn der Hanselbauerin? Sehr gut. Die ist doch bei vollen Kräften. Hast Kopfweh? Nur vorübergehen. Oh, das tut mir aber leid. Du, aber, jetzt sag einmal, wieso wolltest denn du mich ausschimpfen? Hä? Ja, weil du und allem schuld bist und mir meine Plan durchkreuzt hast, nicht? Ich? Pass auf. Wie du zum Höllreiter gekommen bist, das habe ich schon erfahren. Ja? Und ich habe ja erfahren, dass du einem Bauern einen Kopf so vertraut hast, dass er dich heiraten möchte. Deswegen will er nicht übergeben und mein Dirndl und sein Bub, die können nicht heiraten. Okay, das stimmt doch alles gar nicht. Oh mein, wenn der Absichten auf mich hat, dann bin ich eine ganz große Enttäuschung für ihn. Und zu deiner Beruhigung kann ich dir sagen, dass ich bereits verheiratet bin. Ja? Ich habe gerade vorher mit meinem Mann telefoniert. Ja, und vorgestern habe ich ihm geschrieben, dass er mich holen soll, sobald er Zeit hat. Hast du ihm geschrieben? Ja. Sag mal, wie heißt denn du? Du wirst lachen, aber ich habe jetzt einen höllischen Namen. Ich heiße Teufel. Ja? Warum hat die Barbara vorhin gesagt, du stehst mit dem Teufel im Briefwechsel? Stimmt auffallend. Aber du, wenn es durch mich da Ärger geben sollte, dann verlasse ich sofort das Haus. Du, dann geh nur gleich mit mir zu meiner Alten, dann wird die auch wieder versöhnlicher. Na, Hanselbauer, ich möchte noch nicht weg, weißt, weil vielleicht kommt mein Mann doch noch heute. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das gefreut. Was denn? Erstens, dass die der Teufel holt. Und zweitens und hauptsächlich, weil dem Balzen, den Höllreiter, die Federn ausgingen. Der Tarzan in der Mauser. Lass noch ein bisschen an der Angel zappeln. Du machst zwei Menschen glücklich. Aber auf einen Sprung kommst du noch bei mir vorbei. Ne? Herrgott, sag's und ich, bist du eine fesche Teufeline. Hey.
dich fällt dich erinnern, dass du verheiratet bist, gell? Du dich an was ganz anderes erinnern, ist voll gescheiter. Also, auf Wiedersehen, Hanselbauer. Was? Woher kennt ihr denn ihr? Die hab ich schon kennt, da war's noch gar nicht auf der Welt. Hä? Ja. Ja, und was willst du bei mir? Oh, wegen der Hochzeit wollte ich schauen. Wie viele Gäste sollen wir laden? Was hast du denn da am Hirn? Ein Bini hat mich bissen. Was meinst du, wie viele Gäste sollen wir laden? Ja, das pressiert noch nicht so. Du warst schon gut. Die 5 Wochen sind gleich vorbei. Ich wollte dir was sagen, Hanselbauer. Ich hab mir's wieder anders überlegt. Ach, du warst recht. Ich spiel doch dir keinen auf. Ja, mein, ich bin mir einfach noch zu jung für einen Ausdruck. Wenn ich die richtige Bauerin hab, mach ich's leicht noch 10 Jahre. Die wirst aber du nicht so schnell finden. Die ist ja auf dem Weg, keine Angst. Vielleicht die Hilde. Kannst schon sehen. Geh weiter. Was willst denn du mit so einem jungen Mädel? Ja. Du bist doch schon in dem Alter, wo man Weichspeisen essen muss. Wenn man ein Geld hat, ist alles möglich. Hast du selber gesagt? Ich wollte was sagen. Die holt der Teufel. Wer holt die? Der Herr Teufel. Wieso sagst du jetzt da Herr? Weil ich ein gebildeter Mensch bin. Ich garantiere dir, dass die morgen der Teufel holt. Merkt das gut? Der Herr Teufel. Ein Blöder, was gehört? Wo ist denn das Fräulein Stasi? Ich weiß nicht, warte. Stasi? Ja? Eine Kiefer. Was ist das? Stasi, Sie bekommen von mir noch eine Leihgebühr für Ihre Garderobe. Ja, die hab ich ja eh schon gegeben. Red ihr nicht rein! Na, Fräulein Hilde, Ja? möchten Sie nicht meinen Hof anschauen, hä? Und die Stallungen, die frische Luft hat ja noch gut, hä? Ja, Bauer, die frische Luft im Stall, da die auch ganz gut. Da kannst tief durchatmen und an deine lieben Eltern denken. Halt dein freie Goschen! Du, ach was, gehen wir, Fräulein Hilde, gehen wir. Dass die andere Gesichter sehen. Ja, Schako, jetzt waren ja plötzlich unsere Gesichter nicht mehr reden. Es ist ja nicht zu fassen. Also, das kannst du ja wirklich nicht anschauen. Barbara! Geh mal raus da! Geh mal raus da! Da, schau mal hin, das musst du doch anschauen. Also es ist nicht zu glauben. Ja. Seitdem das Frauenzimmer bei uns im Haus ist unser Bauer ganz blem. Ja, da hast Mein Gott, na schau mir gerade mal aus, wie um sie rumscharrenzeln. Einmal hinum und einmal herum. Das sind die sogenannten Kreislaufstörungen. Für mich ist der geisteskrank. Das kannst du ja wirklich nicht anschauen. Ja, herein. Was möchtest du nicht? Ja, Grüß dich, Stasi. ja, Herr Kamin, Stefan. Ja, ist das endlich. Schau her, da haben wir dir die versprochenen Busserl mitgebracht. Sind die da drin? Ja, schau mal rein. Ja, die sind ja Bachern. Ja, hätte einen Teig mitbringen sollen, oder? Nein, die hat mich schon so gefreut. Auf was? Ja, auf solche Puzzle nicht. Hast du echt gemeint? Freilich. Gib's her, dann tausch ich's um. Nein. Stefan, Was denn? Stefan, jetzt muss ich dich was Ja, fragen. frag mal. Sag mal, badst du eigentlich in Bachhausen, aber im Bach drin? Nein, in der Badewanne. Ach, drum. Warum? Drum? Nur so. Ach so. Und wenn du in der Badewanne bist, Ja, das Wasser für die Badewanne, richtet das deine Frau her? Nein, die Meisterin. Was zur Frau habe ich noch nicht gebracht. So ein Rußkäfer wie mich heiratet nicht gerne eine. Stefan, Was denn? na weiß mir jetzt doch lieber, wenn du mir die Busseln gegen echte umtauscht. Ja. Ja, da krieg ich vielleicht Zahnweh drauf. Weißt du, was er da jetzt sagt?
Was sagst du mir denn? Ich tu jetzt mein Radl reparieren, weil ich muss heute noch nach Peiting rüber. Magst du zuschauen oder fangen wir gleich mit dem Umtauschen an? Ja, was, dann machen wir doch eins nach dem anderen. Der wir zuerst ein Radl richten und dann oder vielleicht dazwischen der wir ein bisschen umtauschen. Ja, ist schon gut. Gell? Ja, dann geht's da weiter. Ja, aber Bitte. kommt bei gleich, gell? Sonst wird die Umtauschzentrale geschlossen. Und dann geht über Kleine. Ein wunderschönes Vieh haben Sie, Helmut. Ja, das glaubst. Ein solches Rindviech wie auf meinem Hof, das gibt's in der ganzen Gegend nicht. Ja, das glaube ich. Ja, aber schade ist ja, dass wir keine Schuhe haben, gell? Sonst wären wir heute noch ein bisschen nach Bachhausen gefahren. Hätten wir eine Flasche Wein getrunken auf die wunderbare Rettung, gell? Jesus, das war ja gar nicht gegangen. Jetzt fällt's mir ein, ich habe ja heute Versammlung. Muss ja. Aber wisst ihr was? Ich gehe gleich zum Wirt runter zu der Versammlung und beim Heimgehen nehme ich noch ein paar Flaschen Wein mit. Die trinken wir nachher, weil das nicht nett, hä? Miteinander. Doch, aber nicht auf meinem Zimmer, gell? Nicht auf dem Zimmer. Nein. Gut, dann trinken wir es da herunten, nicht wahr? Machen wir dann das Licht aus und der Mond scheint beim Fenster rein. Oh, hä? wie romantisch. Ja, also bleibt's dabei. Ja, dem Hanselbauer lieb, ja. Wieso dem Hauselbauer lieb? Ich wollte sagen, dem Hanselbauer lieb hätte ich halt eigentlich zu einem Nüber sollen. Nein, da protestiere ich. Wir bleiben schon unter sich, ja, wir zwei. Also gut, dann bis nachher, gell? Bis nachher, ja. Bis nachher. Ja, was ist das? Herrschaftszeiten. Ja, bei sowas muss man Geduld haben, gell? Heute Nacht oder nie. Stasi! Geh mal rein da! Das ist so finster bei uns. Muss ich mal ein Licht machen. So. Was ist denn los? Ja, wie schaust denn du aus? Warum? Du bist doch voller Wurst. Voller Ruhe? Ja, was das war so, ich hab gerade den Ofen, hab ich gerade gehört und da bin ich ein bisschen voller Ruhe geworden, ja. Ach so. Ja, war Ofen gehört. Du, Stasi, ich muss die 50 Mark, die ich dir versprochen habe, schuldig bleiben. Was? Ja, wieso? Ja, weil mein Vater mir den Hof nicht übergibt. Ach, so ein Hammel! Ja, er ist noch zu rüstig, hat er gesagt. Zu jung und überhaupt. Seitdem das Madel da ist, ist er wie ausgewechselt. Hätte ich bloß die blöde Flasche nicht aus dem Bach rausgezogen. Ja, das hast du jetzt von deinen bläden Limonadenflaschen, Fräulein. Und er ist ganz verrückt. Verlass der Gidu weg und lass mich hin. Schutzlig ist er. Du, was ist jetzt eigentlich mit deiner Hochzeit? Da ist aus. Ganz aus ist. Ah, Und jetzt kann ich warten, bis ich heute wo bin. ja Magnus, dabei verlernst ja du das Buseln wieder. Mei, was du schon so gut kennen hast. Du meinst nicht, dass es sich vielleicht noch anders überlegt? Na, das schaut nicht so aus. Das schaut eher so aus, ob er noch ans Heiraten denkt. Und vorgestern hat er es mir versprochen und gesagt, der Teufel darf mir holen, wenn es diesmal nicht ernst ist. Ja, vielleicht kannst du ihn dazu noch mal überreden, dass er es nicht tut. Ich? Ja. Hast du schon mal erlebt, dass sich mein Vater was ausreden lässt? Ja. Also wenn der sich was eingeholt hat, dann setzt er es auch durch. Da müsste schon der Teufel persönlich kommen. Ja, da hast du recht. Bei dem wird es wirklich einmal der Teufel persönlich kommen. Was hast du jetzt gerade gesagt? Der Teufel müsste persönlich kommen? Ja, mitsamt seiner Großmutter. Jawohl, das ist Magnus. Was? Magnus, legst du was dazu zu den 50 Mark, wenn ich dir versprich, dass dein Vater dir in 3 Tagen den Hof übergibt? Stasi, ein 100er kann ich dazulegen. Wirklich? Dann schlag ich. Gut. Ab sofort übernehme ich die Geschichte. Aber Stasi, mach keinen Blödsinn, gell? Was heißt, er macht keinen Blödsinn? Ich schau vielleicht blöd aus.
Aber da droben, da bin ich hellwach. Gott, das war doch klar, wenn man nicht deinen Vater endlich da hinbringen, wo er wirklich hingehört. In Austrag. So, und jetzt muss ich leider gehen, weil jetzt muss ich über meinen Plan nachdenken. Hey, überrede noch nicht, du Raffi, du. Oh, Raffi! Wer war da? Geh mal aus dem Weg, ich muss nachdenken. Seit wann denkst du denn die, ha? Ja, das kann ich auch. Da schaut's her. Du, Magnus, wenn du was zum Essen willst, dann musst du in die Küche ausgehen, da steht's draußen, gell? Ja, warum wird nicht da gegessen? Weil dein Vater nicht da ist. Du weißt doch ganz genau, dass der halt bei seiner Versammlung ist. Ach so, ja. Und vielleicht brauchst du auch noch einen Alkohol für die Liebe. Ach so? Sind wir schon soweit? Gut, dann geh ich nach Bachhausen und sauf mal Rausch hoch. Ach so, geh. Und heim gehen wir durch von morgen nicht. Nein, gut, das kannst du nicht machen. Nix. Wie der Herr so's geschehen. Ah, jetzt, ja. Von mir geht doch alles zum Teufel. Mei, ich kann's ihm eigentlich gar nicht verdienen, den Burm. Wenn ich nur ein bisschen mehr weibliche Reize hätte. Aber mit den 100er, da kann ich ihn vielleicht locken. Was redest du da von 100 Mark, ha? Sag einmal, ich hab halt gemeint, wenn ich recht sparsam lebe, dann kann ich mir vielleicht 100 Mark versparen. So, und dass das weißt, du bleibst halt daheim, gell? Ich war sowieso nicht vorgegangen. Ja, es ist nämlich niemand im Haus. Und der Bauer, der ist ins Wirtshaus. Und der Magnus? Der ist nach Bachhausen über und saugt sich einen Rausch an. Der arme Bub. Naja, verdenken kann man es ihm nicht. Aber das mit den 100 Mark, das gang vielleicht. Da kann ich ihn eventuell locken. So, jetzt muss ich mal diese Teufelsgeschichte nochmal nachlesen, damit ich weiß, wie wir das am besten anstellen. Die Nacht war rabenschwarz. Der Müller saß beim Kerzenschein in seiner Stube und fluchte gottlos. Da plötzlich stand Satan als Jäger verkleidet in der Stube. Ja, wie kannst du mich denn so erschrecken? Ja, mein, was hast du denn überhaupt? Bist du schon wieder da? Freilich, das siehst du ja. Ja, dann komm halt ganz rein. Ich hab mit dir erschreckt, der schaut da wirklich wie der Teufel aus. Was ist denn? Jetzt geh weiter. Danke schön. Setz dich mal her zu mir. Gell, bist mir vom vielen Fahren. Ja, vom Fahren nicht, aber vom Treten. Geht das Radl schwer? Mei, der alte verroste Kahn geht so schwer, ist wie eine Dampfwalzen. Stefan, was darfst du heute von einem neuen Radl? Okay, wär doch schade um das neue Radl. Das war bald voller Dreck und voller Rußes, als würde das alte auch das nimmer zum Kennen wäre. Jetzt steigt er mal auf das Radl nicht ein. Was sagst Ich mein bloß... Stefan, Was? möchtest du dir 100 Mark verdienen? du? Ja, freilich, wenn's leicht geht. Warum nicht? Was muss ich denn da tun? Ganz einfach. Pass auf. Unser Bauer ist ein zwieders Mannsbild. Ja, von dem hörst du nichts anderes, als wir nur, uns soll der Teufel holen, ein Hof soll der Teufel holen, und wenn du gerade der Teufel kammert, nichts anderes. Ja, und jetzt hat er seinem Bub versprochen, dass er ihm einen Hof übergibt. Und er darf er der Teufel holen, wenn das nicht wahr ist. Und was meinst du, was ist es? Was? Er übergibt wieder nicht. Ja, zuerst mal. Ja, der Bub ist natürlich ganz traurig, weil seine ganze Hochzeit platzt. Ja, und da soll ich helfen. Ja, pass auf. Du musst einen Teufel spielen. Oh. Ja, hort's ihm richtig ein, du tust ein gutes Werk. Das war wirklich ein Spaß, das sag ich dir. Aber der kennt doch, dass ich bloß ein Kaminkehrer bin. Ja, du müsstest dich natürlich ein bisschen verkleiden. Pass auf, schau her. Da habe ich ein Buch, und in diesem Buch erscheint der Teufel als Jäger verkleidet. Ja, also mit einer Kotzen, mit einem Hut. Ja. Das ist kein Problem, das haben wir alles im Schub vertraut. Und wann soll dann die Komödie sein? So schnell wie möglich. Am liebsten noch heim. Um einen Hunderter, da mache ich einen Teufel seine Großmutter. Ja, das war recht, weil zu mir sagt er nämlich auch immer, mich soll gar Teufel holen. Sagt er zu dir? Nein. Dann holt er ihm der Teufel. Ich richte mir so zusammen, dass ihm aus dem Herz noch was in die Hosen fällt. Also, soll ich noch Schnee stinken? Stefan,
wenn das ging, dann sting. Ja, gut. Was sagt denn so ein Teufel überhaupt alles? Was so ein Teufel sagt, ja, der sagt, hui, ich bin der Teufel. Ja, und vergiss nicht, dass du rübergehst zum Friseur, Ja. weil der hat lauter so Sachen, wie man für den Fasching braucht, gell? Ja, dann. Weißt du was? Nimm das Buch mit, Ja. da steht das alles drin, was du dringend wissen musst, was er sagt und was er alles braucht. Und das sagt, kannst du mir das nicht sagen, wo das ist? Ja, ich komm gleich, ich muss bloß Ja. das Licht ausmachen. Ja, Geh doch ich grad zu. ich geh dabei. Warte, dass der Bauern sehen Ja, kann. Gell, komm gleich. So, jetzt muss ich wirklich bloß noch das Licht ausschalten. Das gibt der Gaudi! Ich war schon so lang drauf. Ja, du einziges Busser möcht ihn. Nur, jetzt über die Hilfe, mein Lieber. Vielleicht, mein Lieber, ihr werdet schauen. Ihr werdet so hauen, alle miteinander. Ihr macht ein finster Lauf. Ich war schon so lang drauf. Also, ein paar Gläserle brauchen wir noch. Ein einziges Busser. Möchte ich nur, vielleicht. Es wird eine Sonne, das ist immer sehr schön. Also, zusperren muss ich noch. Mein Lieber, nicht, dass der Teufel am Ende noch jemand daherführt. Das muss ich nämlich. Ah! Gottes Willen! Wer bist denn du? Ich bin der Teufel. Was? Du hast mich geriefen. Nein, kein Wort habe ich gesagt. Schrei nicht so. Wenn du noch einen einzigen lauten Ton von dir gibst, dann zerreiß ich dich in der Luft. Hast du mich verstanden? Ja, Knie nieder, Verruchter. was soll ich tun? Hingehen, so ist es. Ja, Und jetzt mach Reu und Leid. hä? Reu und Leid sollst machen, hörst du schlecht. Jawohl, Herr Teufel. Dominus, wo bist du, mein Erdkum Spiritu zu? Was redst denn da so lateinisch? Ja, weiß ich war einmal Ministrant. Das sind natürlich mildernde Umstände. Jetzt sitzt du da nüber. Jawohl, Herr Teufel. Jawohl, was ist um Gottes Willen? Herr Teufel, was wollen Sie Das eigentlich? wirst bei jetzt mir? gleich hören. Du hast 3417 Mal gesagt, dein Hof soll der Teufel holen. Ich? Na, da haben Sie ja nicht verzeiht. Du hast 4836 Mal gesagt, die Barbara soll der Teufel Was, holen. die schlaft da drum, die können gleich schnarchen her. Und du hast 5937 Mal gesagt, die Stasi soll der Teufel holen. Die schlaft auch da drum. Die führe ja nach Himmels wollen. Ich hol nicht die Stasi, sondern ich bin der Teufel, der die Güter holt. Ja, okay, das tut mir aber leid. Wo wirst du es denn heute noch überall hin? Du bist der Letzte. An Riedhofbahn von Peiting habe ich sein Radio geholt. Geh weiter. Habt ihr Trutz gehabt? Und dann Wirt von Bachhausen habe ich seine Messer und seine Fleischmaschine geholt. Gottes Willen. Und der Hebamm von Zeidelfing habe ich ein Fahrrad geholt. Jesus Maria, das ist alles in der Nachbarschaft. Das ist mein Bezirk, als Kaminkehrer. Ja, was? Wieso Kaminkehrer? Weil ich als höllischer Kaminkehrer leichter durch den Kamin durchkomme. Hast du verstanden? Wer lacht denn da? Das ist mein Chef, seine Großmutter. Was? Ist die auch da? Die fliegt alle bei uns Haus rum. Das ist unser Aufklärer. Und wenn du noch einmal so respektlos mit mir redest, dann zieht sie durch den Kamin und zerreißt in der Luft, hast du verstanden? Das ist um Gottes Willen. Herr Teufel, wollen Sie mich holen? Wir haben bessere. Ja, Gott sei Dank. Heute um Mitternacht hol ich deinen Hof. Jesus, da bin ich ja ruiniert. Du hast das tausendmal verlangt und jetzt hast du es. Ja, aber man wird doch einmal einen Spaß machen dürfen. Aber nicht mit uns.
Herr Teufel, kann man da keinen Tausch machen? Ich gebe Ihnen meine 2 Weiber, die Barbara und die Stasi. Nix der Tausch geholt wird. Und morgen um Mitternacht, beim letzten Glockenschlag, da kracht. Und übermorgen ist auf dem Platz nur noch ein ganzer freier Fleck und lauter Trümmer. Herr Teufel, darf ich Ihnen darauf aufmerksam machen, dass der Hof ja mein Burm gehört? Du hast ja noch gar nicht übergeben. Morgen mache ich gleich in der Früh und der Teufel darf mich holen, der darf mich nicht holen. Nein, weil es wahr ist. Das könnte noch deine Rettung sein. Ja. Und mir bleibt ein Haufen Arbeit erspart, denn wenn man so einen großen Hof holen muss, da holt dich der Teufel. Okay. Also, Was ist es? halte dein Versprechen und denk an dein Seelenheil. Ja, jawohl. Barbara! Barbara! Jetzt steh doch mit der auf mit dem Tausch. Ich hab keinen Rausch, Barbara. Ich hab keinen Rausch. Barbara, setz dich auf meinen Schoß. Ja, ja, was ist denn alles gewesen? Oh nein, steh wieder rauf, du bist mir zu schwer. Barbara, weißt du, wer gerade da war? Nein. Der leibhaftige Sperrifankel war da. Ich meine, wer macht er kalt nur? Nein, Barbara, ich trau mich heute nicht mehr allein schlafen. Ich schlaf heute bei dir. Damals, das geht doch nicht. Warum? In meiner Kammer ist doch nur ein Bett. Das macht ja nichts, da leg mich ich rein. Was? Ja, und du setzt dich neben mich und wächst einen Rosenkranz oder davor. Ja, wie es meinst damals. Ja, Jetzt geh du gleich weiter, gell? Gib Ja. mal, du siehst das ja so. Ja, freilich, da darfst du auch zittern, wenn du eine solche Nacht vor dir hättest, gell? Ja. Geh auf da. Das sind doch Märchen, wa? Das friss ich nicht, was du mir da erzählst. Dann frisst es halt nicht. Aber ich glaub's, weil ich selber gesehen und erlebt hab. Nix hast gesehen, einen Rausch hast gehabt. Wegen, ja. Da war ja auch kein Wunder, wenn dir der Teufel mal erscheinen tat, wenn du nicht mehr im Maul hast. Du, ich werde was sagen, ich habe ihm schon oft gesagt, mal ja, ein Teufel nicht an die Wand, sonst kommt er mal persönlich. Und schon war er da. Nix war da. Freilich war er da. Eingeschlafen ist er in seinem Rausch. Und nachher hat er vom Teufel geträumt. Brand, von wegen. Und der andere sitzt da vor mir, leibhaftig. Da siehst du heute nur die höllischen Spuren. Ja, hör auf. Ja, Ich bin ja. nicht da. Du bist auch eine höllische Spur. Das ist ein Ruß. Ja, eben. Hast du schon mal einen Teufel gesehen, der voll Mehl war? Ich schon. Unser Bäcker. Und das ist ein saudummer Teufel. Ja, spott du nur zu. Aber ich weiß, was ich weiß, mein Lieber. Ich hab's erlebt. Mein Lieber, wenn ein Laus ist, das heißt der Lebensend, da hast Kraft und gestunken hat's und alles gleich. Das kann ich dir schwören. Ja. Weil wie ich dann gleich ins Stumm reingekommen bin, da hat er so nach Schwede gestungen, dass ich bald keine Luft mehr gekriegt hätte. Das müsst ihr weiter erzählen. Sagen wir schon. Du wirst zum Gespött von allen Leuten. Ja, aber da muss doch was geschehen. Heute um Mitternacht hat er gesagt, kommt er wieder. Und so eine Nacht mache ich nicht mehr mit. Da muss nichts geschehen. Du dich daran erinnern, gell? Was ich da gesagt hab. Ja. Pass auf, mach dir einen Vorschlag. Ja. Morgen machst du eine Wallfahrt nach Zell zu den 14 Nothelfer, kaufst dir eine 20 Pfund schwere Kerzen und tragst das mit einer Hand wieder heim. Was? Da bin ja ich hin. Das macht gar nichts. Ja. Das ist immer noch besser, als wenn dich der Teufel holt. Ja. Ja, das sag ich auch. Und ich gehe auch mit Damian, gell? Und ich stimme auch eine Kerze, damit wir eine recht glückliche Ehe haben werden. Was? Iverika! Was wäre denn du? Ja, Hanselbauer. Wir zwei sind uns schon einig, gell, Damian? Nix an mir. Einig sind wir uns seit heute Nacht. Und wenn du nichts dagegen hast, dann machen wir eine Doppelhochzeit. Aber was soll ich denn da dagegen haben? Im Gegenteil, das freut mich. Gell? Das vergönne ich ihm.
gratuliere. Ach, wirklich. Da kriegst du ein braves und Gottes fürchterliches Weib. Die Barbara treibt den Teufel besser aus als der Pfarrer. Oh, ich sieh schon, ich bin am Teufel so und so verfallen. Aber die schmiere ich aus, mein Lieber. Wen schmierst du aus? Ja, die? Ja, dich nicht, wollte ich sagen. Nein, den Teufel, den schmiere ich aus. Oh. Ich glaube allerweil, dass der Teufel die ausgeschmiert hat. Ja, möchtest du dem Höllischen noch die Stange halten? Ich schon. Was? Also dem Teufel, der die heute Nacht ein bisschen heiß gemacht hat, dem zahl ich ein Passel Bier. Also nicht zum Gern. Also mir du kannst nichts Besseres machen, als fleißig wallfahrten und heiraten. Barbara, meine Gratulation. Verschön. Vor der Hochzeit sehen wir uns noch, gell? Also, Geh weg. nicht vergessen, 20 Pfund. Sag einmal, wie kommst denn du eigentlich dazu, dass du mit dem Handelbauer eine Doppelhochzeit ausmachst? Ja, sag einmal, warum bist du denn jetzt mit mir auf einmal so grob? Ja, was war das? Heute Nacht warst du viel liebenswürdiger. Hast du immer vom Heiraten geredet. Ja, du? Und wie schön, dass wir es uns machen in unserem neuen Auftragsstübel. Da muss ich der Teufel beim Knack gehabt haben. Na, mich hast du im Arm gehabt. Das ist das Gleiche. Und wenn ein Mann eine Frau im Arm hat, dann hat er sie entehrt. Und folgedessen wird in 6 Wochen keiner, hast du mich verstanden? So, das- So, Säckerle, Was? du liebes kleines Nein, nein, Säckerle, nein, nein, jetzt darf nein, ich der nicht Tiefkraft einen Säckerle. Kaffee trinken, gell? Du musst dich nämlich schön langsam an mich gewöhnen. Ja. Ich komm gleich, gell? Ich muss noch mein Gewissen erforschen. Das kann aber ja nicht sagen, ausbleibst, gell? Ja. Es wäre nämlich schade um jede Minute. Ja. Gell, du mein Schnurzelpurzel? Um Gottes Willen. Ja, was Nein, was so ein Teufel für ein Unheil anrichten kann. Morgen, Hellreiter. Ja. Was haben Sie denn? Ja. Warum denn so finster? Oh, ich wundere mich, dass ich überhaupt noch lebe auf so eine Nacht. Wieso, was ist denn gewesen? Oh, allerhand, mein Lieber. Na, und der versprochene Wein ist auch ausgeblieben. Ja, den hat der Teufel mitgenommen. Oh, Entschuldigung, der Herr Teufel. Oh. Ja, war denn der da? Ja, heute Nacht. Ja, wieso ist er da nicht zu mir gekommen? Seid froh, das sag ich nicht. Hat denn der gar keine Nachricht hinterlassen, dass er wiederkommt? Oh, heute um Mitternacht hat er gesagt, kommt er wieder. Ja, da werde ich ihm aber meine Meinung sagen. Ja, das nützt jetzt nichts mehr. Heute Nacht hätten sie da sein sollen. Jetzt ist es zu spät. Okay, für nichts ist zu spät. Man muss nur einen festen Willen haben, dann setzt man alles durch. Ja, den Willen hätte ich schon. Aber trauen tue ich mich nicht mehr. Okay, so ein kräftiger Mann und ohne Schneid. Schaut, dass heute mein letzter Tag ist. Ja, sehr schade, gell. Ui, Fräulein Hilde, Sie müssen unbedingt wiederkommen. Ich brauche ihn ganz dringend. So, ich muss wiederkommen. Ja. Ja, wann muss ich denn da wiederkommen? Passen Sie auf, morgen gehe ich zum Wallfahrten, da bin ich übermorgen wieder daheim. In 3 Tagen. In 3 Tagen müssen Sie da sein, weil sonst kehre ich der Katz. Okay, Sie kennen bestimmt nicht der Katz. Bei Ihrem Aussehen Ja, kehren Sie doch zu ganz jemand anderen. wirklich? Fräulein Hilde, Madel, du hast mir wieder eine Seele eingehaucht. Ja, jetzt fühle ich mich wieder wie der Adam nach seiner Erschaffung. Dann wäre ich die Eva. Genau, ja, jetzt haben Sie mich. Sie sind die Eva. Ja, Sie werden meine Eva, die Eva werden Sie. Ja, mein Lieber, und jetzt gehe ich zur Schlange und trinke einen Kaffee mit Ihnen. Jetzt wird aber höchste Zeit, dass ich von da wegkomme. Allmählich nehmen diese Zutraulichkeiten untragbare Formen an. Ich muss wissen, warum mein Uli nicht zu mir gekommen ist heute Nacht. Morgen, Stati. Guten Morgen. Ihr macht alle so finstere Gesichter. Was ist denn los? Hast du Liebeskummer? Ich glaub schon. Oh, gell, warum denn? Warum? Weil bei der Nacht alle Kühe schwarz sind
Und am Tag schaut mich keiner an. Das muss mir jetzt aber schon genau erklären. Fräulein, jetzt schauen Sie mich mal an, gell? Ich schau doch deppert aus. Na, Stasi, das finde ich nicht. Ich finde eher, du schaust unvorteilhaft aus. Das ist doch dasselbe. Aber Gestasi, der Schaden kann doch leicht behoben werden. Hä? Du probierst doch mal mit einer anderen Frisur. In der Früh habe ich dazu keine Zeit und auf die Nacht, da rentiert sich das nimmer. Gerade da ist wichtig. Die Zeit musst du halt nehmen. Jeder Moment eine hübsche Frau. Eine hübsche Frau? Ja. Ja, dann kriege ich nie einen. Du weißt was. Jetzt kommst du mit auf mein Zimmer und dann werde ich dich mal ein bisschen auffrisieren. Herrlich. Hast du Zeit? Ja, dann nehmen wir halt die Zeit. Mei, was tut man nicht alles aus Liebe, Ja. gell? Ja! Ja, du, komm aber gleich, weil ich weiß nicht, ob ich nicht jeden Moment abgeholt werde. Ja, ich bin gleich da. Ja. Ich muss bloß die Barbara abwibbeln. Was ist denn los? Stasi, weißt du was, ich hätte eine Bitte an dich. Ja. Magst du nicht vielleicht den Sessel abputzen? Der ist nämlich voller Ruß, aber bitte mit dem heißen Wasser, sonst geht das nicht weg. Ja, wie kommt denn da ein Ruß hin? Das glaube ich, aber weißt du besser wie ich. Ich? Ja, du. Und für die Gefälligkeit, dass man das macht, kriegst du ein halbes Dutzend silberne Haarnadeln von mir. Wirklich? Ja. Mei, Barbara, die kann ich aber gut Ja, brauchen. das Gerade glaube ich. jetzt. Na komm, da kriegst du gleich deine Haare. Ja, die mag ich. Weißt du, Stasi, du musst da eines merken. Die Mannsbilder, das sind Deppen. Die geben nur was auf das Äußere. Ja, meinst du nicht, dass du deine Haarnadeln dann noch selber brauchst? Was schlaft denn heute das ganze Haus? Was mit dem Stuhl? Das ist ja voller Ruß. Herrschaftszeit, das ist eine Schlamperei bei uns. Dankeschön, Barbara, gell? Dankeschön. Ja, Magnus! Das darf ich ja nicht mehr sagen. Warum? Ja, weißt du, jetzt bald der Bauer wirst. Wir haben nämlich gewonnen. Wieso? Wieso? Weil heute noch der Notar kommt. Zu was? Zu was? Weil sich dein Vater heute noch übergibt. Also da kennt sich der Teufel aus. Ah, du schau her. Bist du schon oder noch auf? Ich hab heute schon die untere Leitung gemacht. So, du hast den Omnibus schon gesehen? Ja, was kümmert mich der Omnibus? Ah, jetzt brauchst du nicht mehr ärgern, Bur. Heute kommt der Notar und dann übergebe ich dir den Hof. Ah, schon wieder mal. Ja, ich muss ja, weil mich sonst der Teufel holt. Ich meine, mit der Weiberwirtschaft da. Ich mein, der hat ja aber schon aufgeholt, hä? Aber noch nie so wie heute Nacht. Wieso heute Nacht? Hä? Ich wollte sagen, noch nie ist mir so zu Bewusstsein gekommen, wie heute Nacht, dass es gescheiter ist, wenn ich übergib. Ja. Ja, aber da hängt noch eine kleine Bedingung dran. Aha. Ich meine, eigentlich bin ich ja noch viel zu jung zum Übergeben, nicht? Aber ich hab mir gedacht, man kann sich ja auch im Austrag das Leben noch schön machen, gell? Und? Hä? Ich werde wahrscheinlich noch einmal heiraten. Geh, Vater, in deinem Alter. Was denn, sagt es nicht? Du, auch der Herbst hat noch seine schönen Tage. Na weißt, wenn ich so anschaue, Manni, bist eher am Winteranfang. So merkt er eins, wenn auch auf den Bergen schon Schnee liegt, kann im Tal immer noch Frühling herrschen. Bleib in der Nähe, Magnus. Der Notar kann alle Moment kommen, gell? So, mein Lieber, jetzt seid's ausgeschmiert. Du da drin und dein Bruder, der andere Teufel. Jesus Maria, ich hab da bloß einen Spaß gemacht. Na Gott sei Dank. Grüß Gott. Grüß Gott. Du kennst mich scheinbar nicht, hä? Nein, kenn dich nicht. Ich kenn dich gut. Ja, woher? Ja, weißt, der Teufel führt oft Leute zusammen. Du tust bei mir nicht so viel vom Teufel reden, gell? Das ist in meinem Haus sehr gefährlich. Ja, das kann ich mir denken, ja. Aha. Wo bist denn du eigentlich her? Von Backhausen? Von Bachhausen? Jesus Maria, du hast doch heute Nacht nicht irgendwo was gestohlen? Ja, doch, beim Wirt. Die sämtlichen Messer und die Fleischmaschine hat der Teufel geholt. Um Gottes Willen, Jesus Maria.
Dann ist also doch wohl. Was ist wohl? Nichts, was mir die Leute erzählt haben, so, ja. Was willst denn du Ja, eigentlich? mit der Stasi möchte ich gern reden. So, was denn? Ja, das geht die nix so. Das geht mir nicht so. Aha. Ah, das heißt, das WG? Ja, wenn's so nicht weißt. Vierte Gott. Was? Ja. Du gefällst mir, mein Lieber. Du gefällst mir schon lang. So? Naja, ich kann ja mal schreiben, gell? Ja, ist so gut, ja. Vierte gut, sagt dir. Stasi! Stasi, komm mal! Wenn der wisst, wer ich heute Nacht war, dann darf mich der Teufel holen. Ja, wie schaust schaust denn du aus? Ja, ich mein, gefällt dir nicht? Doch, doch. Direkt zum Fressen gefällst mir. Wirklich? Ja. Stefan, Was denn? dann fries mich! Aber nur stückerweise, weil ich dann mehr hab davon. Du, warum bist du eigentlich schon wieder da? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Bezirkskaminkehrermeister wäre. Wirklich? Und wenn's magst, kannst du Bezirkskammermeistersgattin werden. Freilich mag ich das. Aber erst, wenn der neue Bauer für mich einen Ersatz hat. Hat jetzt der Alte wirklich übergeben? Freilich. So gut wie du den Teufel gespielt hast, ist ja mir gar nichts anderes übrig Das geblieben. ist recht. Oh mein Stefan, der Magnus wird glücklich werden. Genauso wie wir zwei auch glücklich sein, gell? Du, geh mal mit, geh mal mit. Da schau her, ich möchte mal sehen, wie ein Brautbild ausschaut. Schön. Nein, gell. ist das schön. Schön. Sag mal, wie kannst denn du uns so erschrecken? Ja, weißt du, das Neues ist, wir zwei heiraten. Ja. Na, Ja. meine herzliche Gratulation, gell? Dankeschön. Ja, dir sei auch. Dankeschön, Alles ja. Gute, gell? Danke. Man möchte nicht glauben, gell? Was so ein Teufel alles fertig bringt. Ha? Was denn für ein Teufel? Den Mann kennst du besser. Oha. Ich mein, das spannt was. Ja, mit mir hat es auch schon so komisch dahergeredet. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich mich schleiche. Du, wann kommst du denn wieder? Heute abends, wenn es finster wird, hinterm Stadel, Ja. bin ich wieder da. Da bin ich dann auch, gell? Ja, ist schon recht. Also, Also, vierte dabei. bis heute auf die Nacht. Ja, servus. Vierte. Oh nein, heute morgen wird's wieder lang nicht Nacht werden. Stasi? Ja, Gib mir doch noch einen Reiseproviant mit. freilich. Also, heute Abend hinterm Stadel. Bis auf die Nacht. So, Herr Notar, jetzt ging es nur rein. Mein Lieber, jetzt bin ich aber froh, dass Sie endlich da sind. So. Ich hab mir schon die Augen ausgeschaut nach Ihnen. Stasi, schick mir mal gleich die Magnus Ja. weg. Ja, warum denn auf einmal so eilig? Ja, das hat seine Bewandtnis. Ach so. Wissen Sie, möchte nicht, dass der Hof zum Teufel geht. Und je eher wir uns einig sind, umso besser. Barbara, bring mir mal einen Schnaps und 2 Käse. Sie trinken doch einen, Herr Notar. Ich bin nicht abgeneigt. Der Omnibus, der hat mich ja so durchgerüttelt, Ja. dass mir so ein Magenregulator nicht schaden kann. Also, wie gesagt, einig sind wir uns da schnell. Du hast ja die Austragsbedingungen schon vor Monaten festgelegt und wenn dein Sohn keine Einwendungen Der macht, macht keine. umso schneller geht's. Grüß Gott, Herr Notar. Oh, ja. So, da ist Grüß der Gott. Schnaps. Also, dann können wir jetzt gleich anfangen, gell? Wieso mir? Ja, mir halt. Ich bin doch jetzt auch mitbeteiligt seit heute Nacht. Mist Amsel. Prost, Herr Notar. Prost, Mrs. Amsel. Also, ich lese euch das jetzt einmal vor. Nein, die Frau hat es gar nicht vorlesen. Jetzt gehen wir gleich zu den Austragsbedingungen. Ja, was redst denn du allerweil? Ja, grüß Gott, Herr Notar. Ja, grüß Gott. Tu es doch gleich her, dann unterschreibe ich gleich, gell? Nur langsam. Sowas unterschreibt man nicht blindlings. Wir sind gerade beim Wichtigsten, bei den Austragsbedingungen. Ich lese euch das jetzt einmal vor. Nein, das ist ja alles Paragraph natürlich. 1 zum täglichen Lebensunterhalt. Frühstück, Brotzeit, Mittagessen, Nachmittagsbrotzeit, Abendessen und Nachtjause ohne Abzug jeglicher Abzüge wie Mehrwertsteuer. Das ist schon ein Schmarrn. Vater, ich wollte dich nicht hintergehen. Du hast doch gesagt, dass du heiraten willst. Na, muss doch alles doppelt sein, oder?
trägst du dich wirklich mit der Absicht, dich noch einmal zu verheiraten? Freilich, das ist alles schon ausgemacht. Und in 3 Tagen ist das Stuhlfest. Um Gottes Willen, da muss ich ja ganz neue Auftragsbedingungen ausarbeiten. Ah, da brauchen Sie gar nichts ausarbeiten. Das gebe ich Ihnen jetzt alles gleich an. Aha. Also, jetzt schreiben Sie. Ja, ich schreibe. Täglicher Naturalien. 6 Eier, Mehl, ein halbes Pfund Schmalz, Obst und Gemüse nach Bedarf, wöchentlich 4 Pfund Fleisch verschiedener Art. Hierbei um Weihnachten eine ganze Feste, ein Pfund Holzsuppe, Zuckerrein und bei Todesfallsterbergasse, erster Klasse und Seelenmesse auch doppelt. Um Gottes Willen. Aber jetzt sagen Sie mir das noch einmal langsam zum Mitschreiben, ja? Warum können Sie das nicht merken? Ich hab mir's ja auch merken müssen. Also gut, ich arbeite das in meiner Kanzlei aus und übermorgen könnt ihr dann unterschreiben. Ja. Wenn da ist spät, gibt's denn da keinen anderen Ausweg? Ja, wenn sich die Parteien einig sind, könnten wir einen Zusatzparagraphen, ein sogenanntes Kodizil machen. Ist das was zum Essen? Ja, danke. Das machen wir. Also gut, dann schreiben wir, im beiderseitigen Einverständnis gilt als Zusatzparagraph, Doppelpunkt, im Falle einer Verheiratung des gegenwärtig verwitweten Damian Höllreuter verdoppeln sich die Austragsbedingungen. Ist das so recht? Wunderbar, Herr Notar, wunderbar. Ist mir die Ausmeldung. Nein, nix da. Das muss heißen, durch Verheiratung mit Barbara Neufeld verdoppelt sich der Austrag. Ja, heiratst du meinen Vater? Ja, selbstverständlich, hast du eine Nacht hinaus? Nein, so wär geschrieben, wie wir gesagt haben. Nix da, so wird geschrieben, wie ich gesagt habe. Also gut, dann heißt es, im beiderseitigen Einverständnis, nein, so können wir nicht schreiben, also schreiben wir, durch Verheiratung mit seiner Haushälterin Fräulein Barbara Neuchel verdoppeln sich die Austragsbedingungen. Eine genaue Detaillierung wird als Nachtrag beigefügt. So, und jetzt unterschreibt sie. Da fällt mir ja gar nicht ein. Da fällt ja mir nicht ein. Und wenn der Teufel persönlich daherkommt. Du Bauer? Ja? Bauer, da kommt einer, der möchte mit dir reden. Ja, was will er denn? Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, er heißt Teufel. Ja, was? Der hat doch gesagt, er kommt erst Mitternacht, jetzt ist erst Mittag. Ich werde mich doch nicht verhört haben. Herr Notar, wie hat den Vertrag erstellt? Geben Sie mir, Gottes Willen. Ja, warum denn jetzt auf einmal so einig? Ja, das verstehen Sie nicht, Gott sei Dank, das hat noch gelangt. Barbara, verlassen Sie mich, bleib bei mir. Oh, nein, hol ihr gleich die Kerzen oder geht zum Herrn Pfarrer und sagt, er ist schon wieder da und er soll sofort verhaften. Ja, tu dich noch nicht auf. Da ist schon, Gottes Willen. Hosianna. Was sind das denn für merkwürdige Sitten und Gebräuche Ja, hier? die kenne ich schon, mein Lieber. Wenn es doch heute anders ausschaut. Aber wir haben ausgemacht um Mitternacht, gell, nicht um Mittag. Wir kennen uns doch gar nicht. Das ist ein Lüger, der Teufel, hä? Aber der Vertrag ist schon unterschrieben, gell? Das ist mir aus dem Kopf, haben wir sonst hergeschleppt. Sag Was ich. wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich will gar nichts von dir. Aber du willst was von mir, weil du geschwitzt hast, gell? Ich will die junge Dame abholen, die bei Ihnen wohnen soll. Ja, der Fenster gleich auf den ersten Stock, da drum ist sie. Ja, ich nehme dabei den Koffer und bringen der Dame, gell? Mei, sind Sie ein schöner Teufel. Was? Sag einmal, spinnst denn ihr alle miteinander? Jesus, wenn nur der Herr Pfarrer da war. Das ist... Geh mal, das geht zu mir her, der tut er doch nicht. Nein, lieber nicht. Das ist ja so. Also das wäre jetzt alles erledigt, bis auf die unnütze Aufregung. Was haben Sie unnütze Aufregung, wenn der leibhaftige Sparefankel da steht, da? Oh, grüß Gott, Herr Doktor, was machen denn Sie hier? Grüß Gott, Herr Notar. Ich bin scheinbar in eine verzwickte Lage geraten hier. Wieso, Doktor, kennt's euch hier? Ja, wir sind gewissermaßen Kollegen. So, kommen Sie auch vom Grund. Das kämen wir ja gar nicht mehr raus. Sind Sie nicht der Teufel? Doch, aber der Rechtsanwalt Dr. Teufel. Hä?
Ja, wie man nur so einen blöden Namen haben kann. Ich hoffe, Sie haben mich nicht mit meinem teuflischen Namensvetter verwechselt, oder? Ja, na. Ja, Sie sind mir schon sympathischer wie der andere Teufel. Warum sind Sie eigentlich da dann? Weil ich der jungen Dame, die für 3 Tage bei ihm wohnte, die Kleider gebracht habe und sie wieder mitnehmen werde. Ja, Sie sind aber ein netter Teufel. So, also, ich soll sagen, Fräulein Hilde kommt gleich, gell? Ich darf mich jetzt wohl verabschieden. Sie fahren selbstverständlich mit mir. So. Hoffentlich fahren Sie nicht so, wie Sie reden. Ich fahre jedenfalls besser, wie Sie zu sehen vermögen, lieber Kollege. Wie meinen? Hören du da auch schlecht. Uli! Uli, bin ja so froh, dass du wieder da bist. Na, Bussel kriegst du keins, weil du heute Nacht nicht zu mir gekommen bist. Herr Doktor, das Fräulein ist wohl Ihre Braut. Nein, Sie irren sich. Ach so. Sie ist seit 6 Wochen meine Frau. Gell, Hildi Mausi? Hilde Mausi, sagt er. Hilde Mausi. Und seine Frau? Mein Gott, jetzt ist alles beim Teufel. Das hätte ich auch gar nichts nützen, weil ich als deine Frau im Vertrag drinstehe. Sind wir doch etwas schuldig? Ja, das wird's gern geben, gell? Dankeschön. Im nächsten Urlaub kommen Sie dann einmal besuchen, gell? Da werden Sie mich kaum mehr antreffen. Ich tue ab heute nur noch Wallfahrten. Ja. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Stasi. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Viel Glück in der Ehe. Danke, das kann ich brauchen. Also fahren wir. Also dann, auf Wiedersehen. Nach Ihnen. Nach Ihnen. Also, diesmal kann man wirklich sagen, das Fräulein hat der Teufel geholt. Ja, und mich halt seine Großmutter. Bauer, da brauchst du gar nichts denken. Schau, es gibt arme Teufel, das bin ich. Es gibt verliebte Teufel, das bin ich. Und es gibt dadische Teufel. Und das bin ich.